Wieso lässt ein guter Gott Leid zu? Mit dieser Frage sind wir letzte Woche in die Serie gestartet. Wir haben viel über die Frage nachgedacht. Es ist aber natürlich etwas ganz anderes, wenn man im Leben viel Leid erlebt. Wie geht man dann um mit Gott? Was löst das für Fragen aus? Wie ist auch Gott mit einem unterwegs? Und diese Frage wollen wir darum auch ganz praktisch nachspüren. In dem Tag heute mit der Rahel und dem Thomas Roth. Danke vielmals, sind ihr da und werden uns eure Geschichte erzählen. Auch am nächsten Sonntag dort wird das Thema sein, wieso gibt es Verfolgung? Wieso werden ausgerechnet Christen in dieser Welt so fest verfolgt? Wie kann das möglich sein? Mit dem Mario Mosimann dann. Und ich denke, es ist schön, dass wir heute in eure Geschichte hineinhören dürfen, die Gott mit euch geschrieben hat. Es ist nicht nur eure Geschichte, man könnte auch sagen, es ist die Geschichte von Manuel, die Gott mit dem Manuel geschrieben hat, dass wir auch in seine Geschichte hineinhören dürfen, die er mit Gott erlebt hat. Und für uns ist es einfach so ein Punkt, wo wir auch Gott fragen, was er uns mit dieser Geschichte mitgeben will. Wir haben auch in der Vorbereitung gesagt, das gilt vielleicht auch für viele von uns, viele haben den Manuel gekannt, der mit 12 musste sterben. Es darf auch ein Morgen sein, wo die ein oder andere Tränen fließen. Es darf auch emotional sein, das ist völlig okay. Und soll aber nicht bei dem stehen bleiben, sondern einfach mit dem Blick auf Gott sein. Darum wollen wir auch mit einem Gebet in den Tag starten. Danke vielmals, guter Vater im Himmel, dass du deine Geschichte mit uns Menschen schreibst, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mit uns unterwegs bist, auch wenn wir viele Fragen haben, immer wieder. Und so wollen wir dich einladen, dass du heute an dem Morgen wirkst, dass du der Rahel und dem Thomas den Freimut gibst, einfach die Geschichte erzählen, wie sie es erlebt haben, wie sie es mit dir erlebt haben. Und dass du uns offene Herzen gibst, zum Hören, was du uns sagen willst, in dieser Geschichte, in diesen Zeugnissen, in diesen Erlebnissen. Danke, dass du uns heute Morgen an der Hand nimmst und uns einfach auch zu deinem Herz anführen, Vater im Himmel. Amen. Amen. Ja, wir starten in die Geschichte rein, ganz weit vorne, vielleicht ein bisschen überraschend. Und zwar möchte ich bei euren Love Stories starten. Oh, gut. Haben wir ja nichts dagegen, auch da etwas zu hören, oder? Und zwar habt ihr euch kennengelernt in der Kirche, auch in der Jugendarbeit, wo ihr viel investiert habt. Und ich möchte mal an dich, Rahel, die erste Frage fragen. Wie war das? Hast du da so richtig viel Interesse an Thomas entwickelt und so? Oder wie ist das so losgegangen? Also, ich kann ihn gut mögen. Wir sind auch mit anderen noch zusammen reisen. Ich wollte von Gott wissen, wenn Gott das Ja hat, dann habe ich das Ja. Und es war so, dass ich mit Gott geredet habe. Eigentlich über etwas ganz anderes. Und Gott hat immer gesagt, Thomas ist der Richtige. Und dann habe ich mich beim gemolden und gesagt, wir müssen zusammen essen. Wie war das für dich, Thomas, die Episode? Ja, ich habe ihr schon ein paar Monate vorher ihr gesagt, dass ich glaube, dass mehr zwischen uns ist wie eine gute Freundschaft. Und habe dann aber einen Korb bekommen. Und dann habe ich gefunden, gut, ich habe jetzt einmal gesagt, jetzt muss der Al kommen. Und eben, wo dann das Essen war, haben wir uns in Kloten in einem Restaurant getroffen. Und dann hat sie gesagt, also das ist jetzt überhaupt nicht romantisch, was jetzt kommt, aber es entspricht trotzdem der Wahrheit. Hat sie mir dann gesagt, eben, dass Gott zu ihr geredet hat, dass ich der Richtige sei. Und dann habe ich geantwortet, ja, dann machen wir es aber gerade richtig und dann heiraten wir. Und dann haben wir, das war November, und im Juli haben wir dann geheiratet. Weniger als ein Jahr später. Genau. Ja, ich glaube, wenn wir gewusst haben von Gott, was der richtige Weg ist, dann haben wir ihn zusammen beschritten. Und du bist ein bisschen überrumpelt, Rahel, in dem Moment? Nein, das ist für mich ganz genau, habe ich es gleich gesehen. In dem sind wir etwa ähnlich. Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht, geheiratet, wenige Monate später. Und das war im 2001, ein bisschen mehr als 4 Jahre später.
schon das erste Kind, Joya, auf die Welt gekommen, das dann in der Familie empfangen durfte. Dann 2 Jahre später ist der Manuel auf die Welt gekommen, wo wir heute eben viel von seiner Geschichte werden hören. Und dann nochmal 2 Jahre später ist noch der Benaya dazugekommen. Die Geschichte von Manuel hat ja angefangen, dass er schon, als er auf die Welt gekommen ist, irgendwie auch ein Herzproblem hatte. Und es hat 2 Operationen gegeben, die zweite am offenen Herz. Du hast mir erzählt, Thomas, dass du in dieser Zeit auch ein Bild von Gott bekommen hast. Kannst du uns von dem erzählen? Ja, also eben die erste Operation, da ist mir da durch die Venen durch und die Herzklappe ist zu viel zu eng und hat die versucht zu erweitern. Und nach einem Monat hat man gesehen, dass das nicht klappt. Und dann hat man gewusst, man muss eine offene Herzoperation machen, also mit Herz abstellen, Lungenmaschine, alles drum und dran. Und dann habe ich einen Tag vorher Gott gefragt, ob wir den Manuel loslassen müssen. Es war mir einfach wichtig, was Gott für einen Plan hat. Und dann hat mir Gott ein mega schönes Bild gezeigt. Und zwar, er hat auch sehr schnell geantwortet. Er hat mir gezeigt, wie ich mit meinem Sohn am Snowboarden bin. Und dann bin ich sehr ruhig geworden, weil ich gewusst, also er war ja dort jährig und wir werden nachher in der Geschichte noch hören, wie Gott tut, was er sagt. Und ja, es hat mir oft mega Ruhe gegeben da drin, dass es gut wird kommen. Mit einjährig hat er natürlich noch nicht snowboarden. Da hast du gewusst, dass das noch wird kommen. Genau. Ist das ein Bild, also hast du einfach wie vor dem inneren Auge, hast du das gesehen? Sehr klar, ja. Sehr klar, er hat so Gott wie einen Eindruck, ein Bild vor dem inneren Auge geschenkt, das du wie vor Augen gehabt hast. Ja, das ist ein bisschen die Art, wie Gott zu mir redet in Bildern. Und ja, ich weiss auch noch, wie es ausgesehen hat jetzt. Ja. Wie war das für dich, die Situation, Rahel, damals? Wie bist du mit dem umgegangen? Ich habe es einfach vorzugenommen, jeden Tag. Und den Manuel Gott angelegt. Mit dem Bewusstsein, dass er vielleicht wieder kommt und vielleicht auch wieder nicht mehr kommt. Ja. Darum sind uns Geburtstage nachher immer wieder die haben wir sehr bewusst gefeiert. Bei Manuel haben wir gewusst, dass er da ist uns jedes Mal sehr bewusst gewesen. Das ist ein Geschenk. Also es war bei den anderen ein Geschenk, aber bei mir war es speziell bewusst gewesen. Ja, also der Geburtstag in dem Sinne als ein Tag, wo man feiert, der nicht selbstverständlich ist, dass man miteinander unterwegs sein und eine Familie sein. Einige Zeit später, wo der Manuel schon 7, 8 war, in der 3. Klasse, dort ist ein neues Thema losgegangen. Könnt ihr uns erzählen, was dort war? Soll ich? Ja. Ich weiss noch, am ersten Mittwoch im neuen Schuljahr sind wir, also in der Sommerferien hat es angefangen, dass der Manuel nicht mehr so kontinent war. Und dann am ersten Mittwoch sind wir in die Kontrolle und da haben sie Krebs festgestellt, und zwar fußgross in der Blase. Das war ein Schock wahrscheinlich in dem Moment. Ja, von da an ist alles anders gelaufen. Mit dem Moment wie überfordert oder wie geht man mit so einer Nachricht um? Also gut, Rahel hat mir angerufen, ich war am Arbeiten, dann habe ich alles liegen lassen bei raus. Also das ist schon ein Schock. Ja. Also es verändert sich sehr viel Details, so ob die Hecke jetzt grün ist oder nicht, fängt dann plötzlich irrelevant an werden. Einfach als Beispiel. Und ja, also der Fokus vom Leben kehrt komplett gerade. Ja. Also der Fokus vom Leben kehrt. Wohin denn? Kannst du das kurz beschreiben? Ja, jetzt bei uns schon. Man hat Gott gefragt, wohin das geht. Man muss zu dem Tumor sagen, es gibt ja, viele wissen, es gibt gutartige und bösartige Tumor. Und beim Bösartigen gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Und der Rhabdomyosarkom-Tumor, also das ist einer der bösartigsten Tumore, die es gibt. Die Überlebenschance ist irgendwie bei 70% oder so, also bei 30%. Da geht man natürlich dann am Anfang Informationen reinholen, was bedeutet das denn genau, und dann merkt man, jetzt muss ich sehr schnell aufhören mit Informationen reinholen, weil es wird einem oft sehr schnell sehr schlecht. Und dann geht es wiederum, dass Gott halt, es ist für ihn einfach nicht relevant, ob jetzt das böse oder sehr böse oder ultra böse ist oder sehr gefährlich, sondern man weiss dann, okay, wir brauchen ein Wunder, wir brauchen
Gott dort drin. Und das ist uns dann auch wichtig gewesen, dass wir uns an sein Herz anschlagen. Und mit ihm dann, wie es der vorher gesagt hat, sind wir dann Tag für Tag angegangen. Es ist ja dann sehr vieles nachher gekommen. Und Das heisst, die haben bewusst auch die Nähe zu Gott gesucht, auch in dieser Zeit hinein. Ja, da wird einem noch viel bewusster eigentlich jeden Tag, dass man das alleine nicht mehr schafft. Also, es gibt ja schon Leute, die das auch ohne schaffen, aber wenn wir schon die Hilfe haben, dann haben wir mit Gott zusammen das angepackt. Ja. Ja, also für uns war wie klar gewesen, jetzt ist eine herausfordernde Zeit, jetzt müssen wir uns umso mehr an Gott anhängen. Ganz bewusst haben wir Gott gesucht. Es ist nachher ja, ich habe mir gesagt, 30 Wochen lang eine Chemotherapie losgegangen. Das sind etwa 8 Monate. Das ist eine sehr lange Zeit. Es war auch eine Zeit, wo Manuel alle Haare ausgefallen sind. Wir haben ein Foto da, wo er so einem Dessert am Essen ist. Ich glaube, das ist aus dieser Zeit, gell? ja, genau. Da sind wir in Österreich in der Skiferie gewesen, und dort haben die immer so speziell gekocht und haben für ihn natürlich auch speziell geschaut. Dort, also genau, ja. Jetzt habe ich gesagt, wenn wir nicht nur eure Geschichte hören, sondern wenn wir ein bisschen am Manuel seine Geschichte hören, wie ist es am Manuel in dieser Zeit gegangen? Wie ist er mit dem Ganzen umgegangen? Also er hat einfach alles immer über sich ergehen lassen. Also er hat nie über Gott schlecht geredet oder sich über ihn auslassen oder gesagt, er ist nicht einverstanden mit dem. Es sind natürlich sehr viele auch Besuche mit den Ärzten, wo wir geschaut haben, was machen wir, das steht offen, das würde zu uns empfehlen. Wir haben meistens den Ärzten gefolgt, manchmal auch nicht. Wir haben immer zusammen den Weg gesucht, und wenn wir zusammen entschieden haben, den gehen wir. Der Manuel war sehr früh sehr mündig. Er hatte sehr einen klaren Verstand in dem. Er war ihm sehr klar bewusst, was das alles bedeutet. Er war auch bei diesen Gesprächen mit den Ärzten immer dabei. Und dann hat er das einfach immer gemacht. Also, ich meine, wir sind da in der Skiferie und haben zwischen ihnen dann immer also die Ärzte wollen dann, dass wir das Blut kontrollieren. Und dann haben wir in Österreich jemanden gesucht, der dann das kann. Und dann ist er am Abend dort hingefahren, haben nachher gegessen, am nächsten Tag wieder snowboarden. So, das ist eigentlich immer... Also hat es immer gemacht, aber es hat ihn sehr viel gekostet. Ich war ja immer mit ihm da und also darum hat er auch das Spital gehasst. Jede Fingerpick sagt, ja, ich muss den Port anstechen. Das hat ihn extrem viel Überwindung gekostet. Aber er hat sich dem allem einfach ganz gestellt und ist da durch. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das wir bei der Beerdigung von Manuel gehört haben, von seinem Götti, vom Götti Simon. Er hat Folgendes damals gesagt: Die Nachricht im Sommer 2015, dass Manuel an Blasenkrebs erkrankt war, machte uns sehr betroffen. In dieser Zeit musste er viel leiden und trotzdem durften wir erleben, wie er immer hoffnungsvoll blieb und so eine große Lebensfreude ausstrahlte. Das hat mich sehr berührt. Wie habt ihr das erlebt, so die Lebensfreude, trotz all diesen Herausforderungen oder die hoffnungsvolle Art, die er ausgestrahlt hat? Er ist oft heimgekommen nach der Chemo und hat gerade weitergelebt. Also er hat sich extrem überwinden, weil das ist immer ganz schlimm war. Er hat es sehr schlecht vertragen. Aus dem 4 Tage langen Erbrechen ist er heimgekommen und wollte weiterleben. Er hat so gern gelebt, genau. Und hat immer wieder alles Gute gesucht. Er war sehr ein Positiver. Und was man auch muss sagen, ist, er hat das Herz gehabt. Ich weiss, also, es ist ja mein eigenes Kind, aber sein Herz war sehr nah an Jesus und er hat sehr, also Disney-Filme oder so sind ihm oft zu brutal gewesen. Er ist überhaupt nicht, also hat es einfach nicht vertreibt, hat nicht mitgeschaut. Er ist am Bösen aus dem Weg gegangen und hat sehr ein feines Herz gehabt. Ein feines Herz und irgendwie eben mit Jesus verbunden auch, so wie ich es verstanden habe.
Hat man das irgendwie, wie hat sich das geäussert, dass er so die Verbundenheit auch mit Jesus lebt? Also am Schluss hat er das so deutlich gesagt, aber er hat einfach das Vertrauen im Herz gehabt, dass Jesus für ihn sorgt. Das Ja, hat wir er kommen- ganz fest gehabt. Ja. Ich glaube, wir kommen dann nachher noch auf eine Szene, die das sehr gut ausdrückt. Sind ihr einfach allein durch die Zeiten durchgegangen oder haben ihr auch Leute und Menschen an eurer Seite gehabt? Also selbstverständlich haben wir Menschen um uns herum gehabt, wir haben Menschen in der Kirche um uns herum gehabt, wir haben sehr gute Nachbarn um uns herum gehabt. Auch Leute, die nicht an Gott glauben und mit Gott unterwegs sind, das war uns auch sehr wichtig, weil ja, in diesen Chemozeiten, oder wo wir weg waren, ist wichtig, dass die Kinder heimkommen können, anstatt bei uns in die Türen, halt beim Nachbarn in die Türen reinlaufen, zum Mittagessen und so weiter. Also, da waren wir gar nicht alleine gewesen. Und dann, wenn wir wirklich Krise hatten, dann haben wir uns auch, wenn es darum gegangen ist, wie sollen wir entscheiden, haben wir uns immer an die Menschen um uns herum geschart, die im Glauben stärker sind wie wir und stark verwurzelt sind. Weil wir gewusst haben, jetzt brauchen wir Leute, die das geht mir auch so, manchmal bin ich stärker mit dem Herrn verbunden, manchmal weniger. Und ich habe gewusst, wir brauchen Leute, die uns näher zum Herz ziehen. Und die haben wir uns dann auch mal geschart in der Krisenzeit. Und die haben wir auch gehabt, ja. Also die haben ihr um euch geschart. Das ist wie auch ein bisschen eine bewusste Strategie oder Entscheidung Ja. gewesen. Wir brauchen jetzt Leute, die uns zu ermutigen, aufbauen. Ja. Wir haben ja dann am Schluss auch in den letzten Zeiten, also, das ist halt vom Geschäft Schurfix organisiert, Dienstag, Donnerstagabend, halbe Stunde bei uns beten. Jeder kann kommen, muss sich nicht anmelden. Ja, wir haben uns schon das gesucht. Da willst du nicht alleine durchgehen und haben wir auch nicht müssen. Könnte das sein, dass das wie auch ein bisschen einer der Schlüssel ist durch die ganze Zeit, die auch nachher gekommen ist, dass ihr einfach wirklich die Leute um euch geschart habt, die ihr gemerkt habt, die können euch ermutigen, auch in all dieser ganzen Geschichte hinein? Ja, von denen, die wir gewusst haben, sie sind stark im Wort verwurzelt. Sie ziehen uns dort hin, wo wir allenfalls nicht von uns aus hinlaufen würden, sondern wo wir wissen, dass es richtig ist. Oder manchmal weiss man ja, was richtig ist, hat aber aus eigener Kraft oder aus eigener Situation nicht Kraft, den Weg zu gehen. Und dann haben wir uns Leute gesucht, die uns helfen, dort hinzukommen. Das nächste Bild, das wir mitgenommen haben oder parat haben, ist, wo man den Manuel sieht, wie er eben so im Spital oder Arztbesuch unterwegs ist. Wo war das? Das war im Lift vom Christbi. Genau. Er musste natürlich schon hier mit Maske. Das war weit vor Corona. Weit vor Corona gewesen. Und er hat das gehasst, aber man musste, sobald wir rausgekommen sind, ist die geflogen. Genau, da haben wir einen schönen Lift angehört, da sind wir gerade raus. Und was man da sieht, er hat ja dann so viel Medikamente gebraucht, dass man einen Port, also so Tabletten, gerade oben am Herz, unter der Haut eingepflanzt hat. Und dort drüber sind dann auch all die Medikamente geflossen. Die hat er seit dem 15. gehabt und jetzt hat er sie nicht mehr. Nach dieser Chemotherapie ist dann eine längere Zeit gekommen, wo es wie gut war. Wir haben erzählt, dass das auch eine Zeit war, die ihr sehr genossen habt, als Familie unterwegs zu sein, das Leben miteinander zu leben und die gemeinsamen Zeiten geniessen, Sachen unternehmen, unterwegs sein und so weiter. Wie ist es mit dem Snowboardfahren? Ja, also ich habe Manuel gesagt, er darf anfangen Snowboard zu fahren, wenn er ohne Umkehr die schwarze Piste kann abfahren kann. Mit den Ski meinst du? Ja, oder? mit den Ski, ja. Er hat zuerst Ski lernen. Ja, genau. Ja. Und er ist mit 7 Snowboard gefahren. Also das ist von ihm selber rausgekommen. Ich habe das natürlich sehr unterstützt, weil es ist eine meiner grössten Leidenschaften, Snowboard zu fahren. Und es ist auch etwas vom Schönsten, wenn man mit seinen eigenen Kindern die eigene Leidenschaft teilen kann. Ich glaube, es gibt nicht viel Schöneres. Das habe ich nachher angefangen mit ihm teilen. Ja. Ja. Als er 11 war, ist es wieder neu losgegangen. Dafür haben wir noch so ein Bild, oder? Vom Snowboard, oder willst du es nachher zeigen? Ja, also doch. Da Genau. haben wir es parat, das Bild vom Snowboarden, genau. Genau. Er war der leidenschaftliche Snowboarder, der Offroader. Die beiden sind immer neben der Piste.
Thomas hat mir ein paar verrückte Geschichten erzählt, wo sie sind snowboarden, da, wo andere nicht mehr durchfahren würden. Ja, genau. Ja, das ist... Wie war das für dich, wo du das Bild gehabt hast, wo das Gott dir so Zeit schenken wird mit ihm und wo du das dann hast dürfen erleben? Ja, mega. Ja, das... Also Dankbarkeit irgendwie und dankbar, ein neues tiefes Vertrauen, dass wenn Gott redet, dass er dazu wird versorgen. Und ich habe da wirklich nicht, eben Gott, das war meine Leidenschaft, aber ich habe ihn überhaupt nicht dazu drängen. Das war seine Leidenschaft gewesen, ja, genau, ja. Das ist mega. Ich habe die Zeit mega genossen. Also wir sind oft Bändchen nochmal rauf, kurz bevor sie abgestellt haben und zusammen runtergefahren. Bis im letzten Moment haben wir die Zeit ausgenutzt. Schnee war, Snowboard. Wie gesagt, eben mit 11 ist es wieder losgegangen. Mit dem Krebs ist wieder gekommen. Damals haben wir euch für eine Strahlentherapie entschieden. Das war in Deutschland das hat bedeutet, habe ich mir notiert, dass der Manuel 11 Tage im künstlichen Koma sein während dieser Strahlentherapie. Wie ist das, wenn man sich überlegt, 11 Tage ist man ist dann der Sohn wie weg oder eben im Koma? Also dort bin ich einen Monat mit ihm in Tübingen gewesen. Der Sohn musste implantiert von innen rausstrahlen und darum hat er sich nicht bewegen. Und er ist dort, man sagt ja, man weiß nicht, ob sie einem hören. Ich hatte ein Erlebnis, wo ich gewusst habe, dass er mich hört, weil ich habe ihm gesagt, dass ich für ihn Panini gesammelt habe und nur noch 5 fehlen. Und dann plötzlich, er hat nicht anfangen selber mit dem Schnaufimpuls. Und dann hat er angefangen zu schnaufen und dann hat man gemerkt, es ist angekommen. Es hat etwas im ausgelöst und man hat das gesehen auf diesen Messungen und so weiter. Es ist natürlich eine lange Zeit nebenan hocken und warten, bis es vorbei ist. Macht man sich auch da so Gedanken, was ist, wenn er nicht mehr aufwacht oder so? Und dort war das nicht das Thema. Dort waren wir auf der Intensiv. Dort haben sie zweimal am Tag Strahlentherapie bringen und haben irgendwie 12 oder 15 Spritzen aufgezogen für jeden Fall, wenn irgendetwas abstellt. Also dort... alles parat quasi. Ja, dort sind wir wahrscheinlich medizinisch recht gut. Ja, ein Bild, das du mitgebracht hast, das mit dem Bibelvers auch ergänzt ist, aus dem Psalm 23. Im Psalm 23, Vers 4 heißt es: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wie habt ihr in dieser Zeit Gott erlebt? Also, dass er trägt, wir sind natürlich sehr angespannt. Ich war ja mit dem Kind da, habe auch gearbeitet. Das war für mich auch so eine Strategie. Wenn man dann plötzlich nichts mehr macht, dann fällt nur an den Kopf drehen. Man hat eigentlich möglichst viel versucht, einfach normal unseren Beschäftigungen anzugehen. Hilft auch, so eine Zeit zu überbrücken, weil sonst fällt es mega an drehen. Und wir haben einfach gemerkt, dass Gott trägt. Wir haben Ruhe in unserem Herz. Klar, du bist angespannt, aber nicht hilflos. Und ich möchte das auch bestätigen. Also wenn ich nach 2 Tagen wieder in die Intensivstation hineingelaufen bin, dann hat man das an den Geräten gemerkt. Also der Mann hat wahrgenommen, was um ihn herumläuft. Also ihr habt bewusst die Zeit gehabt bei ihm und mit ihm. Du bist eben die ganze Zeit dort und du immer wieder gekommen. Und obwohl er im Koma war, in dem Sinn, hat er auch eure Gegenwart, euer Reden wahrgenommen. An der Maschine hat man so auf jeden Fall gesehen. Psalm 23. Und du bist schon wandert im finsteren Tal. Aber also ihr habt das schon auch als eine schwierige Zeit, als das finsteres Tal erlebt, aber eben wo Gott trägt. Ja, also vor allem, ja, erzähl du. Wo er dann ins Koma, oder, das hat er ja mehrmals schon gehabt, wahrscheinlich dort etwa das 4. Mal. Wir haben ja immer wieder Operationen gehabt, Stand-Einbau und all das Zeug. Und dann weisst du ja, nach 4 Stunden verwacht er wieder. Und dann nach 11 Tagen war es deftig. Wir haben dann das Lied dort oft gesungen, das wir da auch singen. Sag mal schon, wie es heisst? Nein, nicht Waymaker. Mutig komme ich vor den Thron. Mutig komme ich vor den Thron. Und das sind schon
sehr schwierige Zeiten. Also, das war auch für ihn sehr schwierig gewesen. Wir haben dort Worship gehört, während dass er dann dort eingeschlafen ist und so. Aber da weisst du, also aus menschlicher Sicht ohne Ewigkeitsperspektive willst du nicht müssen dort durch. Ja, und der Moment, wo wir ihn gebracht haben dort, und das war, er hatte irgendwie 10 Narkoseräume, in einer halben Minute war er weg gewesen. Das war, wie wenn man nach der Bibelwort ein Schaf, das man zur Schlachtbank führt. Das war irgendwie mega, mega her gewesen. Und ihr habt, das finde ich jetzt noch interessant, bewusst auch Worship in die Situation mitgenommen. Also Worship-Musik, wo man Gott lobt, arbeitet, zu Gott singt. Ja. Ich habe auch gemerkt, dass das sonst für euch noch wichtig ist, dass ihr auch so wie den Klang vom Worship oder das Wort von Worship auch mit dabei habt, auf diesen ganzen Weg, wo ihr unterwegs sind. Wieso habt ihr das gemacht? Ja, es wird viel verändert. Ja, und unser Herz ausrichten, nachdem wir eigentlich Gott suchen in dem. Wir haben die einen Wecker am Morgen, immer noch, wo Sonos am Anfang, also am Morgen starten wir mit Worship. Das will es einfach verändert. Also, weil das Herz nicht ins Problem hineinrichtet, sondern das Herz auf Gott ausrichtet. So, ja, und am Geist Raum gibt in der Situation, wo wir sind. Der Geist nimmt Raum ein, wenn Worship läuft. Wenn Gott angebetet wird Gott wie gegenwärtig auch in eurer Familie, in eurem Leben. Und der Heilige Geist kann wirken. Nach dieser Strahlentherapie ist dann wieder eine Zeit gekommen, wo vieles sehr gut war. Wir sind auch grosse Wanderungen machen in dieser Zeit. Wir haben hier ein Foto von der Rheinquelle zum Beispiel, da in den Felsen hinein. Haben wir wieder die Zeit genossen mit der Familie zum unterwegs sein? Wir haben auch viel gereist. Wir haben viel Zeit investiert in Familienerlebnisse. Reisen, wandern. Das war uns immer wichtig und von dem zehren wir schon auch noch recht viel. Ja, das war eine Zeit, da sind wir so 400 Höhenmeter in einer Stunde. 2 Stunden lang. Wie die Wilden den Berg das auf. haben wir da, ja. Und der Manuel auch, der hat mögen und Kraft, also, Energie, Lebensfreude. Ja. Eben, manchmal haben wir den Kind einen Rucksack geben, dass wir nachlaufen können. Also die Zeit, Strategie, wo du eigentlich nur mental stärker bist wie Kind, wenn sie wollen, mögen sie das stark, ja. Ein anderes Bild, das wir auch haben, wo wir im Alpstein unterwegs sind mit der ganzen Familie hier in den Bergen. Ja, das war das letzte Foto, wo wir noch nicht gewusst haben, dass er einen Tumor hat. Beim Ablauf da sind wir zu der Zwingli-Passhütte gelaufen. Auch 900 Höhenmeter in 2 Stunden. Und beim Ablaufen nachher am nächsten Tag haben die Beschwerden angefangen. Das war Oktober 19. Da. Und dann sind wir nachher zum Arzt. Und dann ist etwas Entscheidendes passiert. Dann haben sie wieder Tumor entdeckt. Auch nicht nur in der Blase, sondern bereits verstreut. Und das war der Moment, wo die Ärzte nicht mehr darüber geredet haben mit uns, ob der Manuel stirbt oder nicht, sondern nur noch wie. Also nachher haben Termine stattgefunden, wo wir auf Zürich sind, wo es nur noch darum gegangen sind, welches Organ fällt zuerst aus, was macht man dann, halten wir es am Leben, wie lassen wir ihn sterben. Also wir hatten Termine, wo wir nur wegen dem auf Zürich sind. Also die Ärzte haben keine Hoffnung mehr gesehen, dass da medizinisch etwas möglich ist. Sie haben auf Palliativmedizin in dem Sinn gewechselt. Ja. Wie war es für euch? Habt ihr dann auch wieder die Hoffnung aufgegeben oder nicht? Nein. Wir haben natürlich, wir hätten dann auch noch mal Chemo machen oder Strahlentherapie. Wir haben dann gefunden, okay, dann die Ärzte haben gesagt, dann können wir das Leben verlängern um 3 Monate. Mit der ganzen Strapazen haben wir gefunden, nein, wir nehmen den Manuel heim, steigen auf Palliativmedizin. Der kann ihn heilen, wenn er will. Darum haben wir ja dann auch eben angefangen, Gebet strategisch erweitern. Es sind auch einige, die da sind, dann jeweils dabei gewesen. Hat uns auch sehr viel geholfen in dieser Zeit, weil wir gewusst haben, wir haben so Fixtermine in der Woche, wo wir Leute haben, die für uns einstehen. Aber wir haben die Hoffnung. Schlussendlich muss ich sagen, es ist eigentlich
überraschend gewesen, dass er gestorben ist oder hätte heim müssen. Wir kommen nachher noch zu einem relevanten Punkt in dieser Geschichte. Wir haben bis am Schluss festgehalten, es war jetzt nicht so gewesen. Ja. Also ihr habt die Hoffnung in dem Sinn nicht mehr in der Medizin gehabt, weil sie hat nicht mehr helfen in dem Moment, sondern die einzige Hoffnung war, dass wo ihr in Gott habt, in dem Sinn, dass er einen Weg mit euch geht oder parat hat, wo alle Möglichkeiten bietet. Ja, also wir sind realistisch gewesen. Wir haben gesehen, dass es immer schlechter geht, und zwar ja sehr schnell. Es ist ja dann nur noch nach der Diagnose 2,5 Monate gegangen. Und gleich haben wir gewusst, was die Bibel sagt, und wir sind da gestanden und haben das geglaubt, was die Bibel sagt, haben aber auch gewusst, dass es auch anders kommen kann. In dem sind wir reingestanden. Euch ist der Worship immer sehr wichtig gewesen. Ein Lied, das ich da parat habe zum Einblenden, wo wir auch beim Abdankungsgottesdienst miteinander gesungen haben. «Was ich brauche, gibst du mir», heisst das. Ich nehme an, das ist auch in dieser Zeit euch wichtig geworden. In dieser Ziele heisst es: «Was ich brauche, gibst du mir, darum, Herr, bin ich bei dir, weil niemand anders bieten kann, was ich, Herr, bei dir kann haben.» Wie habt ihr das erlebt in diesem Moment? Was habt ihr dort von Gott bekommen in diesen Zeiten, wo ihr sonst nirgends gefunden habt? Ruhe und Frieden. Der Frieden. Das ist wirklich, das sehe ich als einen riesigen Unterschied, wenn du so eine Situation hast, wo eigentlich könntest aus dem Häuschen sein, wo du wirklich könntest depressiv am Boden zerstört sein, die Ruhe hast. Und also das sind Welten. Das bin ich so froh, dass Gott mit uns war in dieser Zeit. Also er hat euch so die Sicherheit gegeben, dass er alles in der Hand hat und schaut. Ja, wir haben dann auch, Trana und ich, wir haben miteinander geredet, wir sollen über den Tod reden, auch mit dem Manuel, aber wir haben uns dort entschieden, gesagt, nein, wir halten daran fest, wir reden nicht über den Tod. Wenn er der Manuel wird müssen sterben, wissen wir alle, wo er rankommt, das weiss der Manuel auch. Also das haben wir mit ihm haben wir auch mit ihm besprochen, und dann, wo wir das nachher besprochen haben, das war auch so strategisch gewesen. Nein, machen wir nicht, wir halten an dem fest. Und dann, ja, vielleicht können wir noch ein Bild zeigen, das passt vielleicht gerade da rein, wo der Manuel auf dem Sofa, also nicht auf dem Sofa, auf dem Boden liegt. Dafür springe ich jetzt überrumpel ich dich gerade. Wir haben das Bild, wo der Manuel auf der Matratze liegt. Wo er am Essen ist. Wo er so macht. Haben wir das Bild, Andi? Ich glaube es also nicht. Ich sehe auf jeden Fall. Ja. Okay, wir haben, also der Manuel, die im Gebet bei uns waren, hat sehr mager, ja, wir haben ihn auch in die FG mal noch gebracht, also hat ja sehr mager ausgesehen, sehr schwach. Und wir haben Palliativmedizin gehabt, das heisst, die Krankenschwester ist jeweils zu uns heimgekommen, Medikamente gebracht, geschaut und so. Wir haben Worship gehört und sind ruhig dort drinnen. Und dann muss muss sie den Eindruck haben, dass wir nicht schnallen, um was das geht. Und dann knündelt sie zum Manuel runter und sagt, also Manuel, du weißt schon, du wirst sterben. Also sie knündelt zu ihm runter, er mag in dieser Situation nicht mal selber aufstehen und schaut ihm ins Gesicht und sagt, Manuel, du weißt schon, du wirst sterben. Und der Manuel antwortet, ich vertraue nur auf meinen Jesus. Ja, so für mich, hat er gesagt. Gerade so. Und das wünsche ich mir einfach für uns, dass wir vervielfältigen sein, dass dann, wenn wir, also jeder weiß, wie stark ein 12-Jähriger kann sein, wo Kinder hat, die sind so richtig übersaft und haben Power. Und er hat das definitiv nicht mehr gehabt, er hat das auch selber gewusst von sich. Und in dem Moment können sagen, wenn der Tod vor Augen steht, ich vertraue nur auf Jesus. Das wünsche ich mir, dass wir das sagen können für uns. Das ist der Manuel wie auch ein Vorbild für uns. Also das ist auch etwas, was auf der Trauerkarte dann ihr geschrieben habt. Ich werde das kurz auch vorlesen. Dort ist gestanden, Manuels Antwort auf die Frage, wie geht es dir, war immer, ich vertraue einfach auf Gott. Nie kam ein klagendes Wort über seine Lippen. Wie war das für dich, Rahel, als Mami, so das mitzuerleben, wie der Sohn in dieser Herausforderung einfach auf Gott vertraut? Das hat für mich zum Manuel gepasst. Er war das die ganze Zeit durch.
Also klar war es ein Kind, das einmal ausflippen konnte, aber er hatte so ein Herz gehabt. Auch vorher, wenn er also etwas nicht recht gemacht hat, hat man nicht einfach ins Zimmer schicken, weil er musste Frieden miteinander haben. Das hat zu ihm gepasst. Er hat die Verbindung zu Gott so näher gehabt. Ja. Jetzt springen wir ein bisschen vorwärts, auch in die Nacht hinein, wo er dann gestorben ist, der Manuel. Da will ich den Vater neu übergeben. Wie habt ihr das erlebt? Also du bist hauptsächlich bei ihm gewesen. Also das ist mega wichtig, was jetzt kommt. Es war so, es war Mittwochabend und wir hatten noch eine Baukommissionssitzung gehabt, haben über Bodenbeläge oder sonst belangloses Zeug geredet, aus Ewigkeitsperspektive. Und dann habe ich gemerkt, wie ich anfange unruhig zu werden und ich habe dann gesagt, ich muss früher gehen. Bin dann heim und in dieser Zeit haben wir geschaut, dass eigentlich immer jemand bei Manuel ist. Und dann habe ich mich bettparat gemacht, bin neben dem Manuel angelegen, habe für ihn gebetet, dass er keine Schmerzen hat, einfach das Normale, was wir immer gemacht haben. Und dann habe ich angefangen, leislich weiterzubeten. Und ich war gar nicht vorbereitet auf das, aber ich habe dann in diesem Gebet habe ich Gott gesagt, also gut, wenn du willst, dann kannst du ihn haben. Und dann bin ich etwa für eine Viertelstunde eingeschlafen und ich hatte sehr einen deutlichen Traum gehabt, wie ein feuriger, goldiger Wagen mit 2 Pferden, so ähnlich wie man es kennt von Mose, wenn der Pharao wieder raus ist mit so einem Streitwagen, mit einer weißen Person vom Himmel runterkommt, anhaltet, der Manuel aufsteigt und der Manuel mitgeht. Dann bin ich verwacht, habe mich umgedreht, habe gemerkt, dass der Manuel ruhig da liegt. Dann habe ich mit den Fingern unter die Nase gehabt, gemerkt, er schnauft nicht mehr. Dann habe ich den Puls genommen, gemerkt, er ist immer oben ohne dort gelegen. Ich habe gemerkt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Ich habe so leicht geschüttelt und Manuel gesagt, er ist nicht mehr verwacht. Dann bin ich rauf zu der Rahel und habe gesagt, ich glaube, der Manuel ist gestorben. Dann sind wir runtergegangen, haben noch etwas Gleiches kontrolliert, geschaut, noch kurz gebetet. Für mich war aber das so deftig, dass ich mit Gott rede, ihn loslasse und eine Viertelstunde später ist er nicht mehr da. Das für mich wie war, okay, also okay. Könnte man sagen, er ist für dich nicht gestorben? Er ist zwar weggegangen von dieser Welt, aber er ist abgeholt worden von Jesus und mit ihm mitgegangen. Ja, das ist so. Ja. Ich habe immer gedacht, wenn der Manuel gleich würde sterben, dann würde ich beten, dass er wieder lebt. Aber in dem Moment habe ich gewusst, ich glaube, es ist richtig so. Wir haben Leute um uns herum, die wir dann informiert haben in dieser Nacht, die gesagt haben, du, ich steige ins Auto, ich bete für ihn. Wir haben Leute, wir wissen selber, wir können für die Tote beten und sie stehen wieder auf. Das würde ich unterschreiben. In dem Moment war es wie nicht dran gewesen. Es ist wie, ich meine, ich habe, warum auch immer, Gott gesagt, du kannst ihn haben. Und für mich ist es auch mega deftig, dass Gott nicht an mir vorbeigelaufen ist. Also Gott, sondern dass er gewartet hat. Er hat gewartet und er hat dich auch mitgenommen auf den Weg, wo er irgendwie hat gehen. Ja. Dann haben wir ein Kind geweckt. Der Benai hat natürlich fürchterlich angefangen zu brüllen. Und dann haben wir die Tessie anrufen. Sie hat uns dann geholfen, den Manuel parat machen, weil das geht dann mega schnell. Genau. Und dann, was auch ein schwieriger Moment ist, dann war, wo er eingesargt worden ist. Dann haben wir einfach geschaut, dass wir nicht müssen die Heime sein. Das haben dann Freunde von uns gemacht, sind dann rum gewesen. Und ich bin dann schon auch noch mal 2 Tage später, wo er oben war, der Friedhof ist ja gerade oben an unserem Haus,
dort in dieser Halle, bin ich auch noch mal raufgegangen und habe ihm gerufen. Aber eigentlich habe ich gewusst, das ist der Weg, den Gott will. Ich habe es dann noch mal gemacht, weil ich glaube, es war auch wichtig für später, dass ich nicht sagen muss, ja, warum hast du es nicht noch mal gemacht? Weil Gott hätte können, dass er wieder rauskommt, das weiß ich. Ja, genau. Du hast mir gesagt, Thomas, auch, dass es eine Zeit war, wo es dich auch immer wieder durchgeschüttelt hat, wo du aber auch gesagt hast, das ist auch okay, das darf es. Ja, also gut, das machen wir heute noch so. Wir gehen am 23. Januar als Familie weg. Wir gehen dann nicht arbeiten. Wir haben Zeiten, wo wir die Trauer zulassen. Das ist, glaube ich, mega wichtig. Ich meine, es hat dann nachher, also für mich ist, wenn man jetzt nachher vorher schaut, nachdem, dass wir einen Gala haben und vielleicht dann ist sehr eine intensive Zeit, weil das muss ja dann alles in 7 Tagen passieren. Nach der Abdankung hat es für uns, dort ist etwas Entscheidendes passiert, und zwar haben wir uns entscheiden, was machen wir jetzt. Und für uns war es ganz klar gewesen, wir halten uns an Gott, wir halten uns am Wort. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel von dieser Geschichte. Wir halten das Wort höher, wie das, was wir erlebt haben. Gott ist treu, gut, sein Wort ist wahr, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also zum Beispiel eben, Gott sagt, Gott ist gut. Nur schon diesen Satz haben die gesagt. Auch wenn wir im Moment unsere Fragen haben, halten wir daran fest, das Wort von Gott ist wahr und Gott ist und bleibt gut. So eine Grundsatzentscheidung. Ich denke, es hat in dem vielen Emotionalen so viel mit Entscheidungen zu tun. Ich mag mich erinnern an den Benaja, der gesagt hat, wo es wieder so Brüllstimmung war bei uns daheim. Entweder machen wir jetzt weiter und sind traurig, oder wir entscheiden uns und leben weiter. Und genau das ist es. Es ist oft eine Entscheidungssache. Also die Gefühle kommen nachher dann irgendwann noch. Und ihr habt euch entschieden, dass ihr euch nicht entscheiden aufgrund von euren Gefühlen oder gerade am aktuellen Erleben, sondern aufgrund vom Wort von Gott, das ihr habt, von der Beziehung zu Gott, die ihr habt, an dem, was ihr euch festheben könnt. Auch wenn das Gefühl nicht gerade mitverstanden habt. Aber du hast gesagt, sie kommen hinten an. Ja, das stimmt. Das kommt hinten an. Also der Frieden kommt nachher in dem hinein, kommt ganz sicher hinten an. Wenn ich mich in dem Moment meine Gefühle, wenn die entscheiden, wo ich durchgehe, dann zieht es runter, so hast du signalisiert. Ja, genau, dann geht es nur noch runter. Los. Ich möchte nur sagen, heute kann ich sagen, Gott ist gut. Es hat jetzt schon Wochen, Monate gebraucht, da bin ich aufgestanden und habe jeden Morgen gesagt, Gott, du bist trotzdem gut. Trotzdem? Und das Wort trotzdem gebraucht. Oft als Basis für diesen Tag. Ich hatte auch am Anfang sehr Mühe gehabt, für Leute zu beten, insbesondere wenn sie Tumor hatten. Da habe ich ein Zeitchen gebraucht, oft weil es viel zu fest wehgetan hat. Ich habe dann auch gesagt, das ist nicht meine Baustelle, sucht der andere. Also, mal ziemlich so. Das ist aber wieder gekommen. Und das ist ja, ich glaube, das ist mega ein Schlüssel. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wollen näher sein bei Gott, wir wollen näher sein an seinem Wort. Wir wissen, was wahr ist. Das ist nämlich das, was im Wort steht. Und jetzt wissen wir sind nicht dort. Wir haben eine Situation in meinem Leben, wo ich weiss, mein Herz ist nicht dort. Und jetzt ist es eine Entscheidung, ich will dort hinkommen und der Herr hilft uns, wieder dort hinzukommen. Und er ist auch geduldig und gnädig und sagt nicht, ja, Thomas, weisst, jetzt musst du schon, also 7 Tage lang jetzt schon für die Trauer und so. Er gibt uns die Zeit, die wir brauchen. Aber Fakt ist, wir müssen uns entscheiden, wo wir hinwollen und unsere Gefühle und die, wie es der vorhin gesagt hat, die werden folgen. Die werden dort folgen. Unsere Gefühle dürfen auch mal drunter und drüber gehen, aber sie sollen nicht das sein, was der Halt oder die Richtung vorgibt. Ja. Du hast gesagt, Rahel, dir ist es auch mega wichtig in dieser Zeit, immer wieder einfach direkt mit Gott zu reden und seine Nähe oder sein Reden suchen. Also mir ist es wichtig, ehrlich sein zu Gott. Ich meine, Gott kennt mein Herz und ich kann ihm so sagen, wie es in meinem Herz ist. Und dann kann er mir Antworten geben, die für mich sind. Ich habe manchmal Thomas meine Antworten gesagt, die ich für mich bekommen habe. Die sagen ihm nicht das.
Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass jeder selber Gott fragt, was ist die Antwort für mein Herz? Und genau. Und ich glaube, auch wenn jemand jetzt vielleicht nicht an Gott glaubt, dann kann man fragen, Gott, wenn es dich gibt, der lebendige Gott, zeig dich mir. Sag mir deinen Namen. Und Gott wird eine persönliche Antwort parat haben und nicht einfach ein frommes Wort von irgendwo. Genau. Und das ist dann für mich eine Antwort. Und er hat andere Antworten gebraucht. Ja, etwas, was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, ihr sitzt ja da auch als Ehepaar. Das heisst, die haben die Zeit wie auch anders, unterschiedlich erlebt und durchlebt, aber haben das in dem Fall auch bewusst wahrgenommen und so miteinander auch gelebt, dass sie unterschiedliche auch Bedürfnisse haben und mit dem Verlust umgehen. Also es war verschieden. Er hat oft am Morgen so die Traurigkeit gehabt. Und ich habe dann gedacht, nicht am Morgen schon wieder so starten. Für mich war das eher schwierig gewesen, aber wir haben gelernt, wir müssen einander stehen lassen. Jeder trauert anders, auch die Kinder. Der Benaya will gar nicht darüber reden, allermeistens. Und Joya schwätzt gerne darüber. Man muss einander wie stehen lassen in dem. Man muss nicht das Gefühl haben, der andere tickt gleich wie ich jetzt oder braucht das Gleiche, aber gleich auch miteinander und füreinander da sein. Ja. Ja, finde ich mega stark, dass ihr das so leben miteinander, weil ja, jeder ist auch unterschiedlich, aber man braucht gleich auch einander. Ihr seid als Familie auch so ganz miteinander unterwegs in dieser Zeit. Etwas, was mich auch beeindruckt hat, ist, beim Abdankungsgottesdienst haben ihr entschieden, das soll nicht möglichst schwarz sein, das Ganze, sondern ihr zum Beispiel sind bewusst mit weißen Kleidern gekommen. Etwas, was auch auf der Trauerkarte gestanden ist, das können wir auch noch einblenden. Er, also Manuel, er hat nun ein weißes Gewand an, wird nie mehr Schmerzen haben. Er ist uns in den Himmel vorausgegangen. So die Ewigkeitsperspektive, wie hat sich das Thema für euch in dieser Zeit gezeigt oder entwickelt? Also, wie sind ihr mit dem umgegangen? Eben, dass auch gerade weiss haben wollen, zum Beispiel gekleidet an dem Abdankungsgottesdienst sein? Also das ist genauso eine Realität wie unsere Trauer, wo wir da zurück sind. Der Manuel ist in der Herrlichkeit von Jesus und darum haben wir uns weiss angelegt, weil in dem lebt er rein. Genau. Es ist wahrscheinlich das Relevanteste, die Ewigkeitsperspektive. Für mich ist das die Geschichte mit dem Manuel und sein Gala das, was mich am meisten geprägt hat in meinem Leben. Und das, was auch, das hat mega gekehrt. Ich habe früher mit dem Bibelvers, wo der Paulus sagt, Sterben ist mein Gewinn, habe ich immer gedacht vor einem, also das spricht jetzt nicht für mich, aber ich sage es jetzt trotzdem, du hast einfach nie coole Sachen erlebt. Du bist nie geil snowboarden. Also du hast gedacht, der Paulus hat halt kein Snowboard gehabt. So, es gibt schon richtig coole Sachen, die man machen hier bei uns auf dieser Erde. Und du musst das nicht haben, sonst könntest du das nicht so schreiben. Und ich muss heute sagen, ich feiere das immer noch, ich gebe auch immer noch mega Gas. Wenn der Herr aber sagt, ich bin jetzt da, dann schaue ich nicht zurück, dann laufe ich, dann gehe ich. Ich lasse das alles, ich nehme meine Familie und dann laufen wir. Und ich glaube, das ist, wir sind immer noch da, wir geben immer noch da Gas und wir wissen aber, dass es hat einfach gekehrt. Und sehr bewusst, das ist mir vorhin vielleicht da oben gewesen, aber nicht in meinem Herz. Für die vielen kleinen Sachen, unsere Kinder wünschen sich vielleicht eher mal Zeit mit dem Götti anstatt ein Geschenk. Das ist bei uns schon viel mehr angekommen. Genau. Es gibt andere Werte wie dass vieles da einfach schön, vergänglich ist, ja, aber genau. andere Sachen Ewigkeitswert haben und genau. die Ewigkeit selber auch einen riesigen Wert hat. Ja, oder einfach auch, was ich mache, wo ich meine Zeit investiere. Das ist mir viel bewusster geworden, dass ich das mache, wo ich denke, dass Ewigkeitswert hat. Wir kommen langsam auf die Zielgerade. Ich habe 2 Fragen für den Schluss. Die erste ist, ich sage jetzt mal mir als Gemeinde, wo mit euch unterwegs sind oder vielleicht auch andere Leute kennen, die Verluste haben oder in Zukunft Schicksalsschlag. Wie
Was hilft euch? Wie können wir mit euch umgehen? Dürfen wir das Thema ansprechen? Sind ihr einfach froh, wenn ihr wisst, dass ihr darüber reden dürft? Was würdet ihr uns mitgeben? Was hilft am meisten, wie wir als, sage jetzt mal, als eure Glaubensgeschwister, die Freunde mit euch unterwegs sein können? Ich habe die Frage nicht verstanden. Was uns Also, Was euch hilft oder was ihr denkt, anderen Menschen hilft, die auch so Schicksalsschläge erleben, wie man mit... es ist unser Alltag. Uns ist es immer wieder bewusst, dass der Manu nicht da ist. Für uns auch daheim, wir reden immer wieder auch darüber. Das heisst, wir dürfen auch darüber reden. Wir dürfen ganz normal, Ja. also für uns ist das ein Teil von unserem Leben, von unserer Geschichte. Und das ist weder, also es ist ganz normal, es gehört zu unserem Leben. Wir dürfen gerne darüber schwätzen wie normal, über Ja. die Sachen, die uns sonst beschäftigen. Also wenn ich beim Reisen, wenn wir in einen Bus einsteigen und es hat 4 Plätze, denke ich immer noch, es hat einen zu wenig. Ich stehe als letztes dort und merke, es hat immer noch Platz. Oder? Also es ist uns immer noch sehr bewusst. Ich denke, wir haben durch das Schlüssel mitbekommen in unserem Leben, wie man mit dem umgehen kann, wie man mit dem, ja, ich glaube, wertvolle Sachen. Und wir sind gerne bereit, das zu teilen. Also man kann mit uns reden, uns ansprechen darauf. Und wenn du fragst, was geben wir für die anderen mit, ist, glaube ich, haltet das Wort höher als das, was gerade drinsteckt. Scharen euch Menschen um euch herum, die im Glauben gerade stark sind oder stärker wie ihr, die euch zum Herzen sind. Das sind so 2 Punkte, die ich mit auf den Weg gebe. Was willst du uns so abschliessend mit auf den Weg geben? Also für jeden, der in so extremen Situationen oder auch Alltagssituationen herausgefordert sind, wichtig ist mir immer mit Gott reden. Und zwar ständig. Ich erlebe es, dass ich immer wieder Antworten bekomme, den Tag durch. Also nicht nur am Morgen, am Abend, wenn ich vielleicht auch noch hocke zum Beten, sondern dass Jesus ein Teil ist von meinem Leben. Und genau. Meine letzte Frage, die ich habe, ein Lied, das euch damals sehr bewegt hat oder berührt hat, ist das Lied «Waymaker», wo wir dann auch heute werden singen miteinander. Das heisst «You are here, moving in our midst». Gott ist da, tut sich in unserer Mitte bewegen. «Working in this place», ist da am Wirken. Er ist der Waymaker, Wegbereiter, Wundermacher. Er haltet seine Versprechen. Zwischen ihnen heisst es immer wieder «I worship you, ich bete dich an». Was bedeutet euch das Lied heute? Ich habe nachher noch etwas anderes. Aber. Sag noch. Nein, du kannst fragen. Was das Lied heute... Also für mich ist das Gott, das ist mein Gott. Für das lebe ich. Er ist, auch wenn wir das eben, das ist die Frage, die ich eigentlich erwartet habe, das Warum, das will ich nachher noch etwas sagen dazu. Gott ist gleich der gleich. Sag doch gerade etwas zu dem Warum. Ich habe gedacht, die Frage kommt noch, warum? Die Frage, warum ist das passiert? Oder? Ich habe mich das auch gefragt, weil ich glaube, wenn Jesus da gewesen wäre, wenn ich die Bibel lese, der Manuel wäre gesund worden, alle, die zu Jesus gekommen sind, hat er gesund gemacht. Jetzt ist es aber so, dass er steht, Jesus hat immer mit dem Vater geredet und nur gemacht, was er der Vater sieht. Und ich sehe, dass ich noch nicht in dieser Verbindung bin, dass ich immer das tun kann, was er will. Und ich sehe, dass ich auf dem Weg bin und darum wie noch nicht an die Möglichkeit habe, in dem Moment, dass so zu leben, wie ich glaube, dass Jesus das gemacht hat. Ich glaube, das glauben wir beide heute noch, dass Jesus will, dass wir Gesundheit haben. Leben nicht nur körperlich, auch seelisch. Ja, da möchte ich Amen sagen dazu. Das ist so, wir glauben immer noch, dass wenn Menschen schwer krank sind oder was auch immer, dass Gott ihn heilen kann und auch, dass er will. Das glauben wir. Dass er bis heute der Wundermacher, der Wegbereiter, der ist, der Genau, nicht aufgehört hat. das ist sein Name. Es heisst, er ist Jehova Rapha, Gott bei Arzt. Das ist er. Das ist sein Name, für das steht er. Das heisst ja dann nämlich, «That is who you are». Das ist der, wo du bist, schon gewesen bist und auch in Zukunft wirst sein.
Ja, und dann ist natürlich schon so, also da kann ich eine Sekunde das Lied hören und dann bin ich im Film, oder? Das ist, es gibt schon, ich kann das Lied nicht singen, ohne dass ich an die Zeit denke, oder? Das verbindet uns sehr mit dem. Jetzt haben wir sehr einen tiefen Einblick bekommen in die ganze Geschichte, sehr bewegend. Ihr habt vielleicht gespürt, man könnte noch viel mehr sagen, noch viel mehr erzählen, noch viel mehr Schlüssel, die sich in dieser ganzen Geschichte auch verbergen, die ihr uns auch mitgeben könnt, aber auch die Einladung, man darf ruhig auch fragen, über das reden, vielleicht auch, was einem selber beschäftigt, die den Manuel auch kennt haben. Ich selber bin sehr froh und habe Freude, dass ihr die Offenheit habt, um uns einfach so auf den Weg mitnehmen, wo Gott mit euch geschrieben hat, die Geschichte, die ihr mit Gott erlebt habt. Wir möchten eure Bereitschaft mit einer kleinen Wertschätzung, unser Dank mit einer kleinen Wertschätzung ausdrücken. Es ist in dem Sinne nicht eine Bezahlung oder so, aber einfach zum zeigen, dass wir dankbar sind, dass ihr die Bereitschaft habt. Der ist recht schwer, der Sack. Da hat es etwas Massiges drin. Danke vielmals dir, Thomas. Sehr gerne. Der ist ein bisschen leichter, dafür ein bisschen grösser. Da hat etwas Filigranes drin. Oh, danke vielmals. Wir lieben die Wir Leder. müssen schauen, dass wir das vor unseren Kindern verstecken. Essen, bevor sie heimkommen. Essen, bevor sie den Livestream schauen oder heimkommen. Ja. Also danke vielmals euch beiden für all die Offenheit, die ihr habt und sehr einfach so eurem Leben erzählt. Danke. Mega cool. Wir werden miteinander das Lied singen, Waymaker. Wir haben auch ein anderes Lied noch parat. Es ist auch eine Zeit von der Ministry Time, eine Zeit, wo man einfach Gebet für sich in Anspruch nehmen darf. Es gibt 2 Leute, die werden hinstehen mit dem Zeffeli Ministry Time. Ihr dürft während der Lieder aufstehen und hinterher gehen und sagen, was ihr für ein Anliegen habt, für einen Segenswunsch. Vielleicht auch den Wunsch für ein Gebet um Heilung. Wir sind gerne da und beten einfach für euch während dieser Zeit. Auch nach dem Gottesdienst in den ersten 3 Reihen. Wenn ihr nach dem Gottesdienst das Gebet wollt, schaut, dass ihr in die ersten 3 Reihen sitzt. Dann kommen mindestens die Leute zu euch und fragen einfach, was euer Anliegen ist. So ganz ohne Stress. Also nutzt die Zeit für ein Gebet, für das Anliegen, das ihr habt. Vielleicht hat Gott euch etwas aufs Herz gelegt in dem Moment, wo ihr einfach möchtet mit jemandem zusammen ins Gebet hineinbringen. Dann nutzt die Gelegenheit. Wir wollen auch mit dem Gebet den Tag abschliessen und so in die Zeit hineingehen, wo man Gott Antwort geben auf das, was einem vielleicht angesprochen hat oder beschäftigt. Danke, guter Vater im Himmel, dass wir jederzeit und in jedem Moment zu dir kommen dürfen, mit deinem Führen dürfen rechnen, ja, dass du auch im dunklen Tal mit deinem Stecken und Stab uns führst und leitest. Und gerade wenn ich so an das dunkle Tal denke, dann ist das ein Ort, wo man nicht so viele Perspektiven hat und nicht so einen klaren Durchblick hat, weil es ist dunkel. Aber du, Vater im Himmel, hast den Durchblick. Du hast einen Weg. Auch wenn wir manchmal vieles nicht verstehen, du führst und leitest uns mit deinem Stecken und Stab. Und das will ich dich bitten, Vater im Himmel, dass jeder, der da ist, egal wie nahe dir ist, Vater im Himmel, oder wie weit weg, oder gar nicht in Verbindung mit dir, dass jeder das erleben darf, wie du Nähe geben willst, wie du führen willst, wie du leiten willst. Und ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass wir den Mut haben, deine Nähe zu suchen, unser Herz für dich aufzumachen, uns von dir zu führen lassen. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch den Mut haben, uns nicht von unseren Gefühlen zu bestimmen lassen, sondern von den Verheißungen und den Worten, die du uns gibst, dass wir unser Lebenshaus auf dich aufrichten, wo du ein fester Fels bist, ein guter Grund und nicht auf vergängliche Sachen. Wir wollen dir Danke sagen, Gott, dass du ein Gott bist, der seine Verheißungen haltet, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, der bist, der Wunder tut, zu allen Zeiten, dass du ein Gott bist, der nicht aufgehört hat zu wirken und auch da mitten unter uns wirkst. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Wirk du das, was du vorbereitet hast für uns. Amen.